The measure of a man is what he does with power. Plato. Sony Computer Entertainment Bevor presents. das Zeitalter der Dämmerung für die Götter begann, forderte eine Legende ihren Platz unter ihnen. Und obwohl Kratos den Thron als neuer Kriegsgott bestieg, quälten ihn Visionen seiner Familie. Eine Familie von ihm selbst ermordet. Doch die Hände des Todes konnten ihn nicht besiegen. Die Mäuren konnten ihn nicht lenken. Und so wird nun der Mann, die Legende, Kratos, seine Rache üben. Das ist grad so Kracher. Jo, damit hallo ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Projekt. Und zwar geht's noch Monkey Island. Es könnte gar kein krasserer Kontrast sein. Weiter mit Let's Play God of War 3 Remastered. Männlich wie Sau, pelzig. Ach ja, ihr habt's euch gewünscht. Ich präsentiere es euch in aller lächerlicher Gewalttätigkeit hier auf meinem Kanal. Ich habe, wie gesagt, nicht mit God of War 1 und 2 angefangen. Einfach, weil diese höchst anspruchsvolle Story eigentlich innerhalb weniger Sekunden und somit auch während des Intros hier zu erklären ist. Im Prinzip geht es darum, Kratos, mächtig und männlich wie Sau, kommt natürlich aus Sparta, dass es gerade so kracht. Günstling der Götter mit Ares im Bunde, ehemaliger Kriegsgott, und Athene sowie Ares und diverse andere Götter geben ihm diverse Aufgaben. Und letzten Endes dreht Ares durch. Da ist er wieder im Konterfight dargestellt. Und Kratos kriegt von Athena den Auftrag, Ares aufzuhalten. Mit Hilfe der Büchse der Pandora schafft das, Ares niederzustrecken und der neue Kriegsgott zu werden, wie man hier sehr eindrucksvoll sieht. Ares hat Kratos wiederum auch mal in seinem Blutwahn seine eigene Frau und Tochter abmurksen lassen. Ja, war nicht so schön. Deswegen hat Kratos natürlich auch einen persönlichen Grund zur Rache an Ares gehabt, war dann der neue Kriegsgott und war mit seinen Spartaner unterwegs, Rhodos zu plündern, und mit einer List und durch den Koloss von Rhodos selber ist es Zeus dann gelungen, Kratos seine göttliche Kraft zu entziehen. Danach musste er sich ein paar Heroen stellen und niedermetzeln, damit er bis zu den Mäuren kommt. Das sind im Prinzip Orakel in der griechischen Mythologie, und durch diverse Titane wie unter anderem Prometheus und Atlas und auch Gaia, die Mutter, die haben wir sogar, ich glaube, das dürfte Gaia sein, die Mutter von Zeus, Poseidon und Hades, kommt Kratos dann im Prinzip auf die Idee, horche mal, die Olympier fürchten eigentlich nur die Titaner. Deswegen reisen wir nicht nur zu der Zeit zurück, wo Zeus ihn betrogen und die göttliche Kraft geklaut hat, sondern Kratos verbündet sich mit den Titanern und marschiert auf den Olymp zu, auf Gaias Kopf. Und damit setzt im Prinzip unser God of War 3 ein, dass Kratos sich mit den Titanern verbündet, die einzige Kraft, vor der sich die Olympier wirklich noch fürchten. Und dann marschieren wir mal auf den Olymp. Ja, das hat auch perfekt gereicht jetzt, das Intro, damit wir hier direkt auch loslegen können. Was ich noch zusätzlich erwähnen sollte, ist, dass wir hier, wie gesagt, die Remastered-Version von 2015 spielen. Es ist ein blindes Let's Play für mich. Ich habe das bisher noch nie gespielt. Und ich habe euch nochmal vor ein paar Tagen auf Facebook die Umfrage gestellt, wollt ihr unbedingt nochmal am Ende von God of War 3 Remastered ein Video haben, weil die Bosskämpfe sind geradezu lächerlich gewalttätig. Und ich weiß jetzt schon, dass ich Gesichtsentgleisungen wie Sau haben werde, wenn so ein Boss-Finishing-Move kommt. Ihr habt mit Ja gestimmt. Das heißt, am Ende von God of War 3 Remastered wird noch ein Sondervideo erscheinen, wo ich die ganze Finishing-Moves mit Facecam präsentiere. Die läuft jetzt auch mit die Facecam, aber die wird im Prinzip nur zum Einsatz kommen für dieses Video am Ende des Let's Plays. Ansonsten möchte ich doch nicht großartig weiter Worte verlieren. Ja, schon mal kurz in die Optionreihe. Ich habe mal damals, also die ganze God of War Dinger sind eigentlich total an mir vorbeigegangen. Ja, ich denke, das passt alles soweit. Die Sprachausgabe ist auch in Deutsch, das ist gut. Ich habe es eigentlich noch nie geschafft, so ein God of War mal zu spielen. Deswegen komme ich jetzt mal durch die Let's Plays dazu, weil ihr wolltet, dass ich das spiele. Ich habe nur damals auf der PS3 Dantes Inferno gespielt. Das ist relativ ähnlich und auch von einer ziemlich ähnlich lächerlichen Gewalttätigkeit geprägt.
Alles klar, dann fangen wir doch mal direkt an. Neues Spiel wie Sau. Spartaner, einfach, okay. Gott, normal. Titan, schwer. Chaos, sehr schwer. Weißt du was? Spartiat bleibt Spartiat. Gehen wir mal auf einfach. So. Meine Rache endet jetzt. Aller Hauptghost auf Sparta, dann zeig mir, was kannst und was für geile Verbündete du hast, weil die Titaner und generell alle Götter sind hier übertrieben dargestellt. Ein großer Sieg hat uns gestählt. Der Sieg, der den großen Krieg beendet und die Herrschaft des Olymps eingeläutet hat. Ach Gott. Geboren aus den Tiefen der Unterwelt. Verwurzelt im Fluss der Seelen. Unser Berg entstand aus dem Chaos. Als er wuchs, so wuchs auch die Macht der Olympier. Wir schufen eine Welt des Friedens, eine Welt des Wohlstands. Eine Welt, die im Schatten und Schutz meines Berges lebt. Eines Berges, der zum ultimativen Sinnbild von Stärke und Macht wurde. Nun wird diese Macht auf eine harte Probe gestellt. Der Mensch, Kratos, will alles vernichten, was ich geschaffen habe. Ja, mit Hilfe der Titaner. Vergesst die Nichtigkeiten, die uns so lange entzweit haben. Wir vereinen uns, bilden eine gemeinsame Front. Und ich werde diese Laus zerquetschen. Der Olymp wird siegen. So, da haben wir schon ein paar Olympier. Auf jeden Fall Hermes und Zeus. Das soll wohl Hades sein. Und das könnte Apollo sein, bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Oder ist das Helios? Das Sonnengott. Ja, das soll wohl Hermes darstellen mit den Federschuhe. Ja, Hermes, Hades sieht natürlich mal aus wie so ein Hinterhofmetzger auf SM. Ja, Zeus sieht noch recht brauchbar aus. Ich glaube, das soll Herkules sein. Obwohl ihm die Keule fehlt. Das ist dann wohl Gaia. Und da muss Kratos auf Gaia sein. Ajo. Zeus! Dein Sohn ist zurückgekehrt. Ich werde den Olymp vernichten. Ajo. Wir haben übrigens diese Götterklinge aus God of War 2. Werden erneut scheitern. Gaia. Okay, richtig vermutet. So, keine Ahnung, wie ich kämpfe. Ich drück einfach mal irgendwelche lustige Knöpfe. Okay, leichter Angriff Viereck, schwerer Angriff auf Dreieck und Gegner greifen mit Kreis. Alles klar, komm, wir schnetzeln einfach mal mächtig drauf los. Ich meine, wir sind Kratos, wir sind männlich wie Sau. Das kriegen wir schon irgendwie hier. Aber schon eine coole Stage. Angriff und Geschosse abwehren auf L1. Alles klar. Gut, in die Steuerung muss ich mich erst reinfinden. Hab wie gesagt noch nie in God of War gespielt. Wer soll das sein? Ups. Okay, N-Titan weniger. Soll es vielleicht Poseidon darstellen? Jo, sieht wohl so aus. Wenn jetzt hier mehr was entsteht, wird es wohl Poseidon sein. Oh yeah. Okay. Etwas hält mich fest. Ich komme nicht los, Kratos. Befreie mich. Ja, wenn du so freundlich fragst, liebenswerte Gaia. Na, kümmern wir uns mal drum. Irgendeine Seeschlangen wird sein oder sowas. Ah, okay. Komm, da ist wieder ein bisschen Viehzeugs.
Ich meine, ist ja auch absolut klassisch für die Olympia, dass sie mit Skelette arbeiten als Untertaner. Das kennt man ja aus griechischer Mythologie. Da kommt was wieder ganz zugute, dass ich ein paar Seminare in der klassischen Archäologie gehabt habe. Sodass ich mich durchaus auskenne in griechisch-römischer Mythologie. Ich habe mich ja auf provinzial-römische Archäologie spezialisiert. Ja komm schon, Kratos, robbt es ab. Das ist doch nur eine dappische Baumwurzel, hopp. Ups. Ja, Alter. So, mit X springe ich. Ja, jetzt geht's auf die Gosch. Ja, da kommt noch ein anderer Titan hochgekrabbelt. Also, ich muss sagen, die Darstellung entspricht natürlich keinerlei griechischer Mythologie-Vorbilder. Die sind rein Fantasy erfunden. Ah, eins von der Wasserpferde des Poseidon. Ja, cool. Wenn das auch irgendwie etwas widerwärtige Beine hat. Ja, ich glaube, wir brauchen mal ein paar schwere Hiebe, oder? Jetzt geht's volles Pfund aufs Maul. Och Gott. Ups, das war voll auf die Schnut. Ah, der klettert hier mit seiner Klinge entlang. Boah. Also die Kameraführung ist schon geil. Das hat durchaus seinen Charme. Kann ich schon irgendwie verstehen. Ui. So. Haben wir mal eingeklemmt. Ah, ich kann immer noch drauf schnetzeln. Hoppala. Okay, die Wasserkrütze möchte ich jetzt nicht erkriegen. 23 hinterhältig plus 4. Wild. Plus 6. Jetzt können wir hier so einen geilen Finisher wieder machen. Alter. Ach Gott. Ja, du Kopf abgerobbt vor lauter Gut. Okay. Aber das würde ich ja nicht als Bosskampf zählen. Das ist ja eigentlich eher noch im Tutorial. Können wir uns hier wieder bewegen? Der Olymp. Okay. Jetzt sind wir anscheinend nicht mehr auf Gaia. Ja, natürlich so ein Kratos, der klettert, ne? Der ist so männlich, dass er natürlich seine Klinge überall in der Stäherei robbt. Versteht sich auf uns selber. Okay, dann hupse mal. Hashtag no homo. Was? Ach, Mann. Ja, dann gehen wir hoch, Kerl. Ah, hallo Hades. Was ist denn hier drin? Ah ja, mit R1 machen wir hier auf. Ja, dann machen wir auf. Aha. Okay, cool. Blaue für Magie, Rot für Erfahrung, Grün ist Gesundheit. Alles klar. Okay. Ja, läuft doch soweit ganz gut. Es sei denn, Metzger Hades hat es auf uns abgesehen. Mit seinem sehr nüchternen Stirb. War die Intention, glaube ich, klar. Tschüss, Gaia. Ich glaube, der Gaia Express fällt erstmal aus. Okay, das sind nur noch so ein paar untote Heroe. Hi, Jungs. So, ein bisschen Erfahrung gibt es auf jeden Fall. Doppelsprung alleine, vergiss es. So, die Bogenschütze sind immer nervig wie Sau. Okay, die haben uns die Erfahrung gegeben. Also wenn er jetzt auch die Leder hochklettert mit seinen Schwertern, dann wird es etwas redundant und lächerlich. So, servus Jungs. Schauen wir mal, wie gut wir da wären im Laufe des Let's Plays. Okay. Aha, festhaken, gedrückt halten, schwingen. Oh, das wird ja lustig. Huch, was war denn das? Machen wir erstmal hier die Kiste auf. Ups. So, der Typ kann ja nicht mal einfach nur eine Kiste normal aufmachen. Wie war das jetzt? R1 festhaken. Gedrückt halten sind die Schwingen. Okay.
Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Aber anscheinend funktioniert das nicht so wirklich, wie ich mir das vorstelle. Okay. Irgendwas muss ich wohl mit dem Haken machen, aber keine Ahnung was. Mhm. Läuft ja schon mal gut. Okay. Warte mal. Klettern erstmal da hoch, wenn irgendwie möglich. Ne, das geht nicht. Ja, ich will, dass du da hochhupst. Ich sehe doch da was, ne? Okay. Festhaken. Warte mal. Kriegt er das nicht hier? Ne? Ne, aller hopp. Warum auch immer Flügel hat, das wüsste ich auch mal ganz gern. Aber dafür hätte ich wahrscheinlich eine hochanspruchsvolle erste und zweite Teil spielen müssen. Die Kette des Gleichgewichts. Ihre unvergleichliche Stärke sichert die Verbindung zum Olymp oder irgendwas in der Art. R1. In der Nähe eines Buches drücken, aktivieren. Erneut R1 verlassen. Okay. Können wir was lesen? Ja, Gleichgewicht. Verbindung des Olymps mit der Unterwelt. Ah, okay, cool. Okay. Du in die Nähe kommen allerdings nicht. Ah. Okay, so rum. Ja gut, dass das immer uns aufzeigt, was wir zu machen haben. Ich muss nur auf den richtigen Ort kommen. Irgend so ein kleines Arschloch bin ich jetzt hier aus meinem Flow rausgebrochen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wahrscheinlich die Bogenschütze. Ich hasse Bogenschützen. Hier, der da hinten klettert ja immer noch. Obwohl er nur noch ein Torsen war. Okay. Gut, alle Anfang ist schwer. Seht mal's noch. Dass ich mich am Anfang noch ein bisschen wie ein Dappschädel verhalte. Das wird auch im Laufe des Spiels halt besser, glaube ich. In Sprungrichtung bewegen und über Klüfte springen. Alle auf. Ups. Ah, da ist noch ein Titan. Naja, die Titane werden ja mehr oder weniger mit der Elemente verknüpft, aber Prometheus war ja eigentlich der Titan, der Mensch das Feuer gebrochen hat und dafür von Zeus bestraft wurde, dass ein Adler ständig sein Leber rauspickt. Okay, hochdrücke. Box dich mal hoch und dann hier. Kriegen wir hier, oder? So. Ja, denn antike Leute sind auch immer sehr nette Sache eingefallen. Gerade die Griechen sollte man nicht unterschätzen, dass die doch ziemlich gewalttätig waren in ihrer Mythologie. Okay. Entschuldigung. Kann ich dir irgendwie noch helfen und das Fido dann... okay. Du kommst anscheinend von... Alle klar. Hoch. Das war nicht so gut. Ah, okay. Nach Doppelsprung gedrückt halten zum Gleiten. Okay. Erfahrungstruhe. Kommen wir da jetzt wieder hoch, oder... Okay, ich glaube, da gucken wir so hier. Ah, so gleitet er. Okay. Kapiert. Hat uns bisher irgendwas Magie gekostet? Ich bezweifle es, aber naja. Der Typ kann hinten eine Truhe normal öffnen. Ohne dass es auch eine Kraftorgie ausartet. Okay. Ah, da ist doch noch ein Buch. Oh, Centaur. Hoppala, hoch. Oh, au. Du scheint irgendwas verpasst zu haben. Autsch. Der erste Mini-Boss. Und schon kriege ich so richtig aufs Fressbrett. Goldenen Vlies. Ah ja. Okay. Ja, Jason und die Argonaute und so weiter, ne? Goldener Vlies. Das gehört eigentlich zu Jason. So. Okay. Okay, den Centaur können wir jetzt anscheinend auch finishen irgendwie. Alter. Ah, na. Einfach mal entleibt vor lauter Gut. Also wenn der Kratos mal in seinem Flow drin ist, dann kommt man dann besser auch nicht in den Weg. So ein nette Darmschlitzer war nicht verkehrt, ne? Okay, jetzt können wir jetzt im Hevel.
Gut, alle. Okay, du warst noch irgendwo Buch. Genau. Lesen wir auch noch. Dies ist die letzte Ruhestätte von Ares, dem gefallenen Kriegsgott. Oh, da liegt er auch unten drunter. Da sehen wir ja. Sein ultrawieschte Gesicht. Feuerhoher hat er mittlerweile nimmi. Aber Ares haben sie offensichtlich in der Olymp aufgenommen. Selbst im Tode noch. Naja, er ist ja immerhin auch ein Sohn von Zeus. Okay, kann ich hochkraxeln. Da ist noch irgendwas. Aber interessiert keine Sau. Also, ziehen wir erstmal der Hevel. Dann haben wir uns ja mühsam erkämpft. Ja, dann können wir jetzt nämlich auch solche Späße treiben. Okay, ansonsten gab es ja nichts mehr. Ach Gott, wir sind ja schon bei 20 Minuten. Das ist ja heftig. Allhopp, ich würde aber sagen, 5 Minuten gehen noch, ne? Bei solche Gewalt-Hack- und Slay-Spiele, da geht die Zeit immer ziemlich fix rum, muss ich sagen. Gibt noch ein bisschen Erfahrung. Was haben wir denn hier noch? Speicherstelle? Ah, perfekt. Neue Speicherdatei erstellen. Grab des Ares. Weiß nicht, ob ihr das seht. Okay, ja gut. Ich würde aber sagen, ihr liebe Leute, wenn das uns jetzt hier tatsächlich so einen Speicherpunkt erstellt. Gerade nochmal reingucke. Ja, okay, wir haben unsere Speicherdatei. Das ist gut. Dann würde ich das sagen. Nee, Quatsch. Erst die Folge ist eigentlich immer 30 Minuten. Von daher. Dummer mal länger. Ich hab's schier vergessen. Ja, spur dich doch selber. Big Mama. Ups. Ach. Ups. Sie sind tot. Das war wohl nix. Okay. Dann noch einmal. Ja. So, ich glaube, da sollte ich mal ein bisschen Fechter drauf drücken. Hopf. Ja, okay, das sah schon besser aus. Ja, das scheint gut weh zu tun, was das Fido macht. Okay. Ein bisschen Gaia hat die Rache aufgeschnitten. Die herzlos von Poseidon. Ich meine, immerhin ist Gaia seine Mutter. So. Autsch. Ah, komm schon. Na, wir sind anscheinend immer nah genug dran. Jetzt wieder. Autsch. Dass das Vieh Spinnebeine hat, finde ich etwas verstörend, um ehrlich zu sein. Alter. So. Hopp. Und... Alter. Der alte Kette Klingerich. Ja, jetzt geht's weiter auf die Schnauze. Ah ja, wir haben ja wieder volle Lebensenergie. Na, komm schon. Den eklige Glibber-Atem will ich aber nicht abkriegen. Und noch einmal Finishing. Ach Gott, der Brustkorb aufgestemmt. Okay. Jetzt dürfen wir anscheinend was Wiechtes mit der Klaue machen. Ah jo, natürlich. Alter. Okay. Lebt Gaia noch? Sieht so aus. Okay. Big Mama lebt noch, aber die schnauft ziemlich schwer. Ich
Ich meine, das ist ja schön und gut, dass man uns hier die Gastfreundlichkeit anbietet, aber in ein riesiges Lebewesen muss ich eigentlich nicht drin stecken. Okay, dann gehen wir durch. Ich muss einmal niesen und du bist zermatscht. Ach, wie eklig. Gut, da können wir auch durch. Ja, gehen wir runter. So, R1 gedrückt. Okay. Zack. So, was haben wir dann hier? Ja, Wurzelherz. Ah, da scheint Poseidon noch ein bisschen seine Note aufgedrückt zu haben mit irgendwelchen Eiskristalle. Okay. So, was dürfen wir dann hier Nettes machen? Ich weiß, da drüber hat es geleuchtet, aber was mal los? Gehen wir das so ab? Natürlich nicht wert, so einfach gewesen. Gaias Herz ist von einer undurchdringbaren Oberfläche umgeben, die nicht zerstört werden kann. Allerhaupt. Objekte bewegen. 1 gedrückt halten, um ein Objekt zu greifen. Und links in die Richtung. Und dann schauen wir mal. Okay. Ja, stellen wir es nur da ab. Kommen wir jetzt so irgendwie hoch, oder? Nö. Okay. Okay, dann dreh sie mal. So rum. Klatsch. Keine Ahnung, ob uns das was bringt. Wir werden es sehen. Okay, bringt uns nichts. Erst einmal. Kraxeln wir mal da hoch. Kratos, hoch mit dir. Kratos, willst du? Willst du wohl bitte? Danke. So. Dann gehen wir doch einfach mal so hoch wie möglich hier. Okay, bringt uns nichts. Dann verstehe ich nicht, warum ich das Ding jetzt eigentlich wegschläfe gemusst habe. Weil das ist die Verbindungsstelle. So. Ach Gott, wie er abgeht, der Kerl. So. Ja, geht doch mal in die Richtung. Wo das Ding freundlicherweise gesessen hat. Okay. Na gut. Dann lass halt mal los. Das ist etwas nervig. So. Noch einmal. Also irgendwas scheint hier wohl mit nicht zu stimmen, ne? So. Fahrt mit dir. Können wir das interessanterweise auch drehen? Dass es so besser passt. Ja, jetzt ist die Wand glatt. Jetzt passt es nicht. Okay. Schieb's mal durch hier. So, dann probieren wir das Ganze noch einmal. So, bis dort hier. Und jetzt. Okay, bringt einen Scheißdreck. Find's immer schwer, wenn ich die Tutorials versau. So. Warte mal. So gehört er wohl rein, ne? Ups. So. Da bringt uns das so drüber ein Rattearsch. Aber da kommen wir rein. Alle Haupt. Düdel, dudel, dudel, dumm. Hoppla, falsches Spiel. So. Alle hopp. Das ist doch eigentlich relativ gut die Art zur Sache, dass man hier seinen Cut macht. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play God of War 3 Remastered Pelzig, wo man dann hier in Gaias Herz anscheinend mal ein bisschen aufrahmen und die Mama von ihrer Herzkrankheit befreien. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.